Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Review zu dem neuen DC-Film Aquaman. Ob DC mit Aquaman eine gute Comic-Verfilmung gelungen ist oder ob es ein Desaster gibt wie bei Justice League, das sieht ihr alles hier bei Filmleif. Den Aquaman ist erkannt, weil das zwei Welten entstanden ist. Während sein Papa ganz normale Mensch ist seine Mom Königin vom verschollenen Atlantis. Allerdings soll Leif zwischen seinen Eltern nicht sein und Herrscher von Atlantis sind auf der Sicht noch hier. Für ihre Jungen und ihre Mann zu beschützen, mischt sie sich auf den Weg zurück an Atlantis. Für sich die Konsequenzen zu stellen, an hier gerichtet zu gehen. Aus dem Konflikt heraus will Aquaman nicht mehr mit Atlantis zu dienen und verbringt sein Leben im Land. Allerdings hat sein Bruder den Orm, der gerade König von Atlantis ist, nicht gerade die besten Absichten. Den ist nämlich gerade dabei, einen Krieg mit der Oberwelt umzustöppeln. Er wollte damit Königreiche verbünden an den einzigen Herrscher gehen. Loget sing Hemischt von Atlantis bedroht und lo se gezwungen etwas zu erholen. Ob hier nicht man einer gesamten neuer Welt abholen kann und ob da längst stammen muss. Das sieht er alles bei Aquaman. Also, von 4 an, ich meine, weil du gerade jederin interessiert ist, ja, ist definitiv besser wie Justice League. Aquaman zählt tatsächlich gerade einen von den mir gelungenen DC-Filmen. Mir aber ist noch alles ernst, das wie fehlerfrei. Erstens muss ich von der Optik immens hin an hier gerass. Einerseits wird dieser Film immens spektakuläre Szenen zu bieten, die von Farben an Detailern nimmer so strotzen. Andererseits tauchen immer Szenen auf, die so nur Greenscreen scheißen, dass sie den Ball nicht gelegen kann. Es kann den immer von wow, wie super schön das ob what? Aber leider ist die Geschichte doch echt so meh. Ich will auch nicht sagen, dass es so super schlecht ist. Mir ist es halt einfach egal. Es werde euch auch keine riesige Überraschungen erwarten. Der ganze Film lebt von 4 bis 1 komplett noch Schema F. Schon in den nächsten 10 Minuten vom Film kann ich schon am Voraus so wie der ausgeht. Kurz gefasst, dass ein Aquaman erfahrwischt und erhaltsam durchnehmen. An seinen 2 Stunden und 23 Minuten die ganze 3 Plots erzählt. Wenn ihn sich auf 2 Plots beschränkt hat und es knapp in 2 Stunden gehalten hat, ich meine, da wäre er einen Tick besser gewesen. Aber ich will auch nicht zu negativ schwätzen. Schließlich schon noch gesagt, dass er erhaltsam wird. Das leid einerseits Cast. Ich meine, es bald keinen, den Aquaman besser neu interpretieren konnte wie den Jason Momoa. Durch hier kriegt das ganze Thema Aquaman einen kompletten Imagewechsel. Zusätzliche große Plus am Cast sind Amber Heard, Willem Dafoe und Nicole Kidman. Ein kleiner Ausnahme ist dann nur der Patrick Wilson, den Antagonist der Kinect Orm spielt. Ich ging aber nur nicht so, dass der Charakter wie ein Team so schlecht ist. Wir konnten aber auch nicht retten. Meiner Meinung nach ist einfach nicht mehr schlecht geschrieben gehen. Und trotzdem hat das gesamte Summespiel mit den Schauspielern immens viel Spaß gemacht, nur zu gucken. Und es hat den Eindruck, wie wenn sie auch Spaß gehabt hätten. Für und allem auch der Regisseur, den James Wan, den ihr sonst eigentlich nur für so Filme wie Annabelle, Conjuring oder Saw kennt. Bon, von denen Filmen kann ich nur halten, wer die will, aber ich sehe nicht so ganz angeholt von seinen Filmen. Aber gerade da war ich so überrascht, wo ich den Film gesehen habe. Es hat den richtigen Eindruck, wie wenn der Mann richtig viel Spaß beim Drehen gehabt hat, als super viel experimentiert wird. Und dabei sind richtig spektakuläre Kampfszenen entstanden. Es sind mit 0 Erwartungen rangegangen und top in der Haaren rauskommen. Für jeden, den ich mit einem Superheldenfilm einfach nicht mehr amüsieren will. Der kriegt von mir ein definitiv Go. Guck dir schon an und hat Spaß dabei. Erzählt mir mal in den Kommentaren, was der so von DC-Filmen hält. Und denkt dran, wenn euch das Video gefallen hat, zu liken und zu teilen. In dem Sinn verabschiede ich mich und wünsche euch noch ganz viel Spaß am Kino bei Aquaman.